Und weiter geht's, Freunde, hier bei Xenoblade Chronicles. Nach dem katastrophalen Ende des letzten Parts, kann man schon sagen, geht's jetzt also doch noch weiter. Und zwar nicht mit dem eventuell angekündigten Ende, nee, es geht regulär weiter. Denn, naja, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Neuigkeit, wie auch immer. Die gute, ich habe trainiert. Die schlechte, nicht so sehr, wie ich eigentlich wollte. Naja, ihr seht's gleich. 2 Level, Level 68 ist schön und gut. Ich wollte noch Level 70 trainieren, aber dann war es mir ein bisschen zu langweilig und naja. Also ich habe jetzt natürlich unseren 3 Hauptcharakteren hier noch eine neue Rüstung verpasst und so ganz kurz nachgeguckt, was man alles machen kann. Sieht zwar ganz gut aus, teilweise sind es S, teilweise auch V-Dinger noch, die man auch sagen kann, sind einmal ganz gute Ausrüstungsdinger. Also von dem her sind auch die V-Rüstungen nicht mal so übel. So, und dann ferner habe ich währenddessen noch offscreen noch ganz kurz in Gedul gekämpft, weil man gucken wollte, bin ich jetzt bereits stark genug, kann ich überhaupt platt machen? Und ja, ich habe ihn platt gemacht. Hat tatsächlich geklappt, hey. 2 Level trainiert, ein bisschen neu ausgerüstet, schon ist supi-dupi, aber das Ganze, also man muss schon ein bisschen taktisch rangehen, habe ich jetzt ein paar ein bisschen falsch gemacht. So, was ich mit meine, das seht ihr jetzt gleich. Erst einmal, wie gewohnt, ein bisschen upgraden, ganz klar. So, jetzt kommt der. Genau, dieser Sauer, jetzt macht ein Schild drauf, das ist soweit alles korrekt. So, und jetzt erstmal muss ich mal gucken, also sprich wir warten ab, bis da die Defensivmechons kommen. Und bis die den Schildzwang auslösen. Zielzwang, so rum. So, in der Fassung genau. Jetzt abwarten, bis wir hinter ihm sind, weil nur dann wird das genau geil aufgehen. Seht ihr, plötzlich die ganze Hälfte weg. So muss ich es machen, so und nicht anders. Alles andere ist total scheiße, bringt nichts. Noch was, wegen Monado-Attacken und so, habe ich mir zwar theoretisch bereits überlegt. Autsch, das wäre jetzt total geile Kombi gewesen. Aber, Freunde, könnt ihr knicken. Also, da Monado-Kombi und so wird nicht klappen. Und zwar, also weiß nicht, ob das letzte Part einfach nur Zufall war im letzten Kampf, wo ich da offscreen war, aber es ist tatsächlich so, wenn ich da irgendwie... Dankeschön. Wenn ich da irgendwie den Fehler mache und zuerst den Monado-Schild aktiviere, bevor Gedult seine Super-Move-Attacke fabriziert. Dann hat er mir irgendwie immer den Gegensatz dazu hingehauen. Sprich, wenn ich einen Monado-Schild anhatte. Jetzt sehen wir es gleich wieder. Doch nicht. Crazy. Also im letzten Kampf war es echt so, jedes Mal, wenn ich den Monado-Schild aktiviert habe, bevor er mit dieser Attacke kam, dann konnte er machen, was er wollte, war einfach Tschüssikowski weg. Also sprich, hat er immer den Gegenteil gemacht. Wenn ich aber den Monado-Schild noch nicht aktiviert habe, hat er immer einen Linearschuss gemacht und den kann ich mit dem Monado-Schild blocken. Also war ein bisschen crazy, hat aber soweit ganz gut funktioniert. Von Taktik her meine ich. Die Strategie sollte klar sein. Jetzt kommt er bereits wieder als Denkmal. Es ist schon eher so, dass das Sinn dahinter ist, Linearlaser kommt häufiger als das andere. Ich denke mal, das dürfte weiterhin so sein. So, und dann sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Kann ich den zurückholen in aller Ruhe. Dreh dich um, Alter. Naja, ist egal, klappt doch so. So, jetzt bloß einen Monado-Schild aktivieren, das lasse ich jetzt mal. Greifen ganz normal an, mit Langsamkeit, vor allem von hinten, das ist natürlich immer sehr gut. Wir sehen, wir machen ein bisschen mehr Schaden vom letzten Part noch. Das ist halt die Strategie, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen lahmarschig und so. Aua. Müsste eigentlich klappen. Die andere Variante, die ich mir noch überlegt habe, ist, man könnte doch theoretisch mal mit Schala zocken, weil dann habe ich natürlich auch mehr Kontrolle darüber, wie ich heile. Und vor allem, wann ich heile. So, jetzt kann ich schon wieder, genau, sehr schön. Schild das mal weg, genau. Weil sonst macht er wieder einen anderen Scheiß, so irgendwie mit physisch und mit Verteidigung und so, dann kann ich sowieso nichts machen. Soll mich allerdings jetzt ständig treffen, ist mir jetzt auch kein Rätsel. Das ist seltsam. Nee, wirklich, Leute, ich habe gedacht, das wäre eine coole Strategie, was ich mir so überlegt habe. Wenn jetzt ein Kampf, der offscreen war, tatsächlich, jedes Mal, wenn ich den Shield nicht anhatte, hat er den Linearlaser gemacht. Und jetzt wird natürlich ein bisschen Arsch. Oh, scheiße. Jetzt sowieso! Das bringt auch nichts. Schala heilen, dankeschön. Ihr seht, sie macht's doch allem, trotz allem, und jetzt ist, ja, Kreuz sagen sowieso übel. Aber immerhin haben wir bereits die Hälfte runter bei ihm.
Und eine volle Gruppenleiste, also sprich zurückholen, kein Problem in der Zeit. Und ich bin tot. Ja, natürlich in die ganze Zeit liegen. Oh oh, jetzt kann ich nichts machen. Hä? Warte mal zurück, ich sehe nichts. Meine Fresse, war denn das gerade für eine Scheiße? Schnell. Hä? Okay, war das nur Glück, was ich gerade hatte, oder wie? Leute, der Kampf ist gerade viel schwerer als der letzte. Ganz ehrlich, im letzten hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits zur Hälfte runter. Oh, das ist gar nicht gut, das gefällt mir gar nicht, Leute. Wieso ist es plötzlich so schwierig geworden? Hat doch nichts falsch. Den falschen Gegner vielleicht, natürlich schon sein. Komm schon, mach die andere Scheiße. Nein, er macht's! Was ist denn jetzt? Alter! Mann, ey, das ist schon nicht die voll coole Strategie. Jetzt wird es aufnehmen, als ob das Spiel wüsste, dass ich jetzt aufnehme. Mann, wer ist denn mal den Gegner schuld? Er macht's nicht mehr. Halt dich, Schuld, halt dich! Mann, dieser dämliche Zielzwang. Na toll, kann ich jetzt sowieso nichts machen. Ja, jetzt macht es wieder. Ist doch nur Zufall. Nee, Freunde, ganz ehrlich. Gut, ich meine, es sind Chancen 1 zu 3, von dem man kann natürlich schon teilweise mit Zufall reden, aber trotzdem. Das war beim letzten Mal viel eher der Zufall als jetzt diesmal. Also kann ich nichts machen. Dann geht nicht anders. Ich mach's ungern, aber ich muss die Dinge irgendwie loswerden. Das ist gerade ein bisschen sehr scheiße, was hier abläuft. Ja klar, schon wieder. Wetten, macht jetzt... War klar, gerade jetzt, wo ich ein... Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis ich eine neue Attacke starten kann. Genau das Problem hatte ich vorhin auch, als der Offscreen gekämpft hat. Und deswegen dachte ich mir, ja, wäre eigentlich eine coole Strategie, das so zu machen. Ja, auf den Arsch. So, jetzt kann ich mir wieder zurückholen, sehr schön. Was down gehen sollte. Oh, jetzt hat sie es erwischt. So, der nächste, sehr schön. Kommst du zurück? Ist einer da oder sind jetzt alle weg? Gut. War ich auch? Oh Mann, Schulke, wieso weiß ich nicht mehr aus? Auf den anderen? Geht schon mal auf den anderen los. Dankeschön. Oh Mann. Wie lange haben wir jetzt schon? Fast 10 Minuten. Naja, also ganz ehrlich, Offscreen habe ich zu dem Zeitpunkt bereits platt gemacht. Äderzerstörer, oh, gar nicht gut. Mann, wieso machst du nicht... das braucht ja eben die Monado-Rüstung. Oder so heißt ja die Technik. Ja, er hat einfach mal volle Kahn drauf los. Hat der Überleber so ganz knapp. Er überlebt es nur eventuell. Überlebt sie es nicht. Aber sie brauchen wir. Oh verdammt, das war jetzt doof. Ist er schön reingehauen, aber wollte es eigentlich ein bisschen anders machen. Na, scheiß drauf. So, ihr seht schon, momentan geht es eigentlich ganz gut. So, jetzt ist ja Zielzwang drin. Von hinten. Nein, verdammt. Wieder rumgedreht. Dreh dich rum, Mann. So, solange er unten ist. Sehr schön, einer weniger, einer weniger. Oh, scheiße, geil, scheiße. Hab ich ihn noch? Ja, Pan noch. Gott sei Dank. Linear Laser 5 schon wieder. Jetzt muss ich eigentlich abwehren können. Komm schon, Monado Shield lassen wir jetzt nicht im Stich. Oh,
uns nicht gleich wehtun, Freunde. Okay, lieber mal weg. Was ist so gut? Geht auf ihn los! Scheiße. Looks like it's no. My heart is getting hotter. Kein Problem. Nein, hier schon wieder der. Wieso kann ich nicht abblocken? Meine Fresse. Das verdammte Drehschnitt. So, sehr schön, nehmen wir mal etwas. Alter, Leute, der Kampf ist echt übel. Nehmen wir mal für die anderen noch. So, der kommt für mich. Ich mache jetzt platt. Der Stinkstiefel. So. Das muss wehgetan haben, hey. Voll von hinten. Ja, Freunde, will nicht mehr viel, will nicht mehr viel. Schnell hoch, Edder zerstört, ist mir egal. Was denn jetzt schon wieder? Laserkugeln, Mann, die hat man anders schon gar nichts. Okay, sobald ich hier raus bin, sobald ich wieder das Gebäude verlassen kann, auch storytechnisch und so, unbedingt restliche Nanotechniken holen. Sonst bin ich hier sowas ein Nachteil. Wir haben gleich. Ja, wir haben es geschafft. Wie ich es versprochen habe, Freunde. Fiora? Was that you, or...? As for him, he'll be fine. Don't worry. Gado! Forgive me, Shana. It's okay. It's all right now. I'm just so happy to have you back. While I was under his control, I realized something. Egil once wished only to break the circle of suffering. He believed that if blood is spilt now, a new world will be born. But something terrible happened. And now he's consumed with vengeance. Egil. Go! Get out of here! Stop them doing what they did to me! To anyone else! I promise I'll be back for you. Until then, stay safe. Drink it. You must be thirsty. Thanks. Don't go dying on us. After we take Egil down, we'll get you looked at. You don't look like any doctor I've ever seen. I know a good doctor nearby. She is Machina, though. It'll do. I'll be right here. Hey, kid. What's your name? Ryan. Do me a favor, Ryan. Take care of Sharla. Obwohl überlebt hat, der gute alte Geralt. Wir werden es wohl früher oder später noch erfahren.
Seer? What is it? I have an unpleasant feeling. A vision? No, but something is not right. The Mekon are neither attacking nor defending. It is as if they abandoned the fight as soon as it began. Impossible. This is a key strategic position. They would never abandon it. Perhaps they have forces hidden on Mekonis. Hidden forces? Could it be? Your Highness, Shulk and the others are in danger. Will you grant me the use of a Havres? You intend to aid them? I need you here. I did not have a vision, but nevertheless, I can sense something. The Mekonis is awakening. Das ist also der Plan von Egil. Er will Mekonis erwecken und dann Baionis komplett mit allen ihren Bewohnern vernichten. Ach du Scheiße. Fiora, Ultimo Kreuz, 9 Training gelernt. Cool. Schreinkorridor, auch cool. Und dann geht's da hoch zu Egil. Ja, der ist garantiert irgendwo da oben. Der ist irgendwo da oben. Okay, ist der wohl der Gegner. Weil ich habe was gehört, dass der Gegner nach Gedol soll irgendwie Level 70 sein. Und naja, also wenn das schon irgendwie so angepriesen wurde, dann wird das wohl Egil sein. Level 70 sind vermutlich ein bisschen zu schwach dafür, aber es wird irgendwie schon klappen, Freunde. Wir haben es bis jetzt immer geschafft und es wird auch jetzt so sein. Also ganz kurz nochmal bei Fiora vorbeigucken. Hast du wieder genug? Nö, bei weitem nicht. Du hast eine neue Technik. Ultimo Kreuz. Fioras Geheimwaffe. Ätherwellen greifen den Feind an. Die Frage ist, bringt der was? Dann neutralisieren, runter drauf, man auf einen Gegner. Der bleibt mal. Aura die Schwächungen, Tick und Regeneration gewährt. Das ist auch gut. Mecho ohnmächtig, der Feind ohnmächtig macht. Wir sind einfach 2 davon. Der Ätherwelle werft Mecho ohnmächtig. Wirkungsdauer 2 Sekunden. Der auch 2, aber einzelnes Ziel, Kreis um Nutzer. Wäre der fast besser als der Kreuzschlag, aber der trifft nur einen. Noch nehme ich hier meinen Computervirus raus und füge dafür das Ultimo Kreuz ein. So, wann jetzt eigentlich der... war jetzt hier, der Computervirus war hier, war. Okay. Ich kann gerade nichts upgraden, aber natürlich kann ich hier ein paar neue Dinge hinzufügen. So, Ultimo Kreuz, sehr schön. Tja, wie es hier weitergeht mit Lord Egil und den Kampf gegen ihn, ob wir überhaupt eine Chance haben mit unseren läppischen Level 68 oder ob wir überhaupt eine neue Strategie brauchen, wie auch immer. Apropos neue Strategie. Wir sagen nicht wahr, so Fiora mal rein. Die hat sich noch ein Hündchen mit Egil zu rupfen. Tja, aber wie es genau weitergehen wird, hier bei Xenoblade Chronicles, das seht ihr dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, für die ganze Geduld und dass ihr mir da trotzdem noch weiter schaut, obwohl ich da im letzten Part ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu früh ausgetickt bin, wie auch immer. Wir haben es trotzdem geschafft gegen Geddold und seine Defensivarmee. Ich denke mal, Egil wird noch eine Nummer stärker werden und ja, dann geht es mir langsam auf der Zielgeraden. Nach Egil wird es vermutlich auch noch weitergehen, aber hoffentlich nicht mehr so weit, dass die Gegner auf Level 100 noch zum Hauptstory-Modus werden. Das wäre schon ein bisschen sehr übel. Aber wir werden sehen. Bis dahin. Ciao zusammen!